Der Michael ist gut drauf. Willkommen zurück hier bei Pokémon. Und zwar zu Delta-Episode. Ne, nicht mehr. Willkommen zurück, Leute. Ja, wir waren ein bisschen im Singen vertieft, wie man gemerkt hat. Oder wohl eher leider gehört hat. Yeah. Jo, dankeschön und Tschüssikowski. Also Leute, wir haben jetzt im letzten Part noch gesehen, von wegen also sprich, wir haben gegen viele Trainer gekämpft, waren glaube ich der 500 Zahl. Und wir haben sogar Luke noch getroffen, aber was macht der hier? Eine gute Frage. Mir alles übrig jetzt, um die spannungsvollen Atmosphären der Kämpfe zu bewundern. Genau, das Kampfhaus hier, da gehen wir ja später rein. Aber viel gibt's nicht mehr zu sehen. Wer bist du denn? Willst du Flume schon ansehen? Das ist eine der Hauptattraktionen des Kampfresorts. Okay. Okay, dann werde ich mich ins Zeug legen. Guck mal. Los mit der Flume, macht euch bereit. Flume. Das Folgen vom Auge behalten. Flume. Das niedlichsten runden Äuglein. Einen Riesenpilz bei sich. Also gut, lasst beginnen. Flume. Also los, man, find das Flumel. Wieso das hier? Ja. Scheiße, wir haben was verpasst. Da kann er miteinander, Flummel. Was? Muss irgendwo einen Augenkollaps gehabt haben, wollen wir ganz kurz. Einmal noch, komm schon, zweite Chance und so. Also, welcher Satz? Das dritte von links, okay. Die moppigsten Becken. Ja, tschüss. Nee, bringt nichts mehr. Ja. Jetzt komplett über Orientierung verloren und irgendwie durcheinander gehopselt sind. Kein Schimmer. Dabei hatte ich's fast, ey. %. Alter. 25%. Na gut, Blitzpad hat ja eine Guillotine mit 30% getroffen, also dem her. Flumme, es war jetzt echt nur Glück. Ne, so Leute, ich hatte echt keine Übersicht verloren. Weißt du, dann irgendwie die ganze Zeit so ganz einfach und dann so irgendwie ganz sprunghaft, keine Ahnung mehr gehabt, wo die überhaupt sind. Wo oben und unten ist, naja. Jetzt wollen wir bewegen und den Zuschauer bekommen, selbst nur zu tanzen und zu singen. Gleich mehr dazu. Das Trainer, okay, also noch etwas. Also das Schild gesehen, das Kampfsensor ist schon immer noch sehr beliebt, aber es gibt Pläne, diese Einrichtung weiterzuentwickeln. Soll dann Kampfzone heißen. Ja, Leute, Kampfzone. Alter, aus Pokémon Smaragd. Baustein des Projekt Kampfzone. Modell des Duelltoms der ersten Etappe im Bau des neuen Kampfzonenkomplexes. Ey, ich würde das so feiern, wenn es echt noch was geben würde. Sprich, entweder ein DLC dazu und die Kampfzone besuchen kann oder wirklich noch in die Delta Smaragd, obwohl es natürlich ein bisschen seltsam wäre, wenn es schon Delta-Episode gibt. Aber trotzdem, ich fände das so geil und würde es mir so wünschen. Ich fand die Kampfzone damals, die war so episch. Ich will die Kampfzone haben. So, sind wir hier, gut. Wer wohnt denn hier? Ist bereits Luca drin? Nö. Hallo. Mit dem Trainer stimmt, er hat für mich den weiten Weg hierher auf dich genommen.
habe mir hier ein gemütliches Zuhause jenseits des Großstadtdschungels geschaffen und verbringe meine Tage damit, Beeren anzupflanzen. Ich habe gehört, dass starke Trainer öfters mal Beeren einsetzen. Vielleicht hilft das ja weiter. Eine Hummelbeere. Dankeschön. Denke ich also auch bei der Person gut. Ist mein Traumkampf aus 100 Ziegen Vogel zu erringen? Aber bin ich nicht stark genug. 100 Ziegen, ja, viel Spaß dabei. Gentleman ist ein Hamilton, ein sehr berühmter Trainer. Ihn scheint sie beeindruckt zu haben. Echt? Wer bist du denn? I see, I can tell you, just by looking at you, you're not a one-of-the-mill trainer. Du bist kein gewöhnlicher Trainer. I recommend that you keep on training and then complete with the world best at the Pokémon World Championships. Okay, sollen wir halt noch ein bisschen ins Zeug hängen, noch mehr trainieren und dann könnt ihr mich fürs Pokémon Weltturnier empfehlen. Interessant. Perfekt, ist alles weg, Mann! Das sind alles gedacht worden. So, dann haben wir das Haus noch. Und hier haben wir auch noch etwas. Und zwar diese beiden Drachentypen. 197 GP, Alter! Eine Chatrago ändern. Ja, das sehen wir nachher noch gleich. Und dann die ganze Welt wieder erobern. Was? Dann bist du also Anführer von Team Delta, wa? Mit seinen Drachen-Pokémon die Welt erobern. So. Der Hammer hat offenbar einen Gedächtnisverlust. Total scheiße. Luca, was ist los? Oh, du bist es. Oh, die Musik, hey. Ich muss mich vorhin bei dir entschuldigen. Um ehrlich zu sein, habe noch kein Blasenschimmer, wie ich hergekommen bin. Als ob das jetzt schon genug wäre, weiß auch nicht mehr, wer ich bin. Ich kann mich an nichts erinnern, was vor meinem Wagenbestand passiert ist. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, war ich völlig verwirrt und hilflos. Also Gefühl nicht los, dass ich irgendeinen Auftrag erfüllen muss. Ich kann mich einfach an keine Details erinnern. Verzeiht, dass ich nur an mich selbst spreche. Ich will ganz ehrlich sein, ich weiß wieder, aber wo sind meine Manieren? Hier bitte. Ein Ohr doch nicht! Hier, Ohr doch in eine Mega-Entwicklung einsetzen, naja. Vielleicht weißt du es ja. Ja, das wissen wir. Es ist nicht mir zu sagen, wie es mit dem Trainer des Teams vorangeht. So, Trainer zu Trainer, yo. Welches Pokémon? Vielleicht direkt? Drauf nah, 19, wie viel Arbeit, unterwegs bist. Das Fußabdruckband, okay. Kilometer auf dem Tacho, ja. Herzlichen Dank, Mann, du bist cool. Danke. Das hier schenken. Ein Levelbewahrer, was? Okay, Geheimbasis. Ja, für später. Lucario! Eines meiner Lieblings-Pokémon. Luca! So ein cooles Pokémon. Aber egal. So, Freunde, dann ab ins letzte Haus. Und hier haben wir eine Begegnung der dritten Art. Ach du Scheimgeister. Magma und Aqua. Jetzt haben sie uns. Scheiße. Wir haben noch keine andere Wahl. Was ist das Liebste? Eine Panik, Schnuckipu. Oh Gott. Kann ich bitte mal mit dem Gequatsch aufhören oder gerne mal ein bisschen fighten? Dick und dünn gehen. Oh Gott, muss ich das echt vorlesen? Wenn sie uns schon schnappen, dann schnappen sie uns gemeinsam. Sicher sie werden uns als Verräter ächzen und bestrafen, aber geteiltes Leid ist halbes Leid, Liebste. Ah, dort drin mal keine Sorgen. Wieso? Was? Wieso bist du hier? Bei Team Magma und auch bei Team Aqua hat sich einiges geändert. Und alles dank des James hier neben mir. Tja, so sieht's aus. Niemand wird mir einem Ausreißerpärchen wie euch hinterherjagen. Wie habt ihr uns überhaupt gefunden? Tja, ich kenne den halt fast schon so gut. Sein Anführer Mark ist auch hergekommen. Ich schätze, dafür wird es schon seine Gründe haben. Ihm entgeht normalerweise nicht das kleinste Detail. Ich bin mir als sicher bewusst, dass ihr hier seid. Und so ist es genauso. Ja, ihr dürft zusammen sein, ihr dürft Kinder machen und so, ist alles cool. Oh Mann, ey. Das ist ja gar nicht nötig. Hauptsache, du kümmerst dich gut um sie, hörst du? Okay. Wenn er gedacht hat, das kleine Fräulein mag man darüber, dass er genauso denkt wie ich. Na, sieht das aus, du bist frei. Tschüss. Okay. Dieser wichtige Tour.
Hallo Kumpel, tut mir leid. Wir müssen später nochmal kommen. Kurze Auszeit, okay. Eine kurze Auszeit kriegt ihr. Und eine ganz kurze. So, und jetzt. Wir haben nicht bereits erwartet, Champ. Wir haben natürlich gewartet, Champ. Zweimal? Zu den Teams zurückzukehren. Team Aquan, Team Aquan. Wir kennen zu den jeweiligen Teams zurück. Irgendwann zwischen ihnen vermitteln können. Okay. Aufzubringen, da haben wir es durchaus denkbar, also eine gegenseitige Verstehen, akzeptieren lernen können. Da sind wir gekommen, und bitten können. Das wäre. Ich würde gerne meinen Kamerun überlassen. Deine Hände nehmen, nimmst du es an? Jo, dankeschön. Nein! Was willst du? Du Eido, ich brauche Platz im Team. Das ist doch total scheiße. Dann gehen wir halt erst in die Box. Also dann zur Box, weil mal Pisaflo ablegen, natürlich Milotic auch noch. So. Und dann ein Kamerupt und ein Tohaido ins Team aufnehmen. Ja, kann es noch was Schöneres geben? Ich glaube nicht. So. Ja, gib es mir. Ein Kamerupt. Kamerupt? Nö. Dankeschön. Tohaido überlassen. Na, nimmst du es an? Komm schon, nimmst du es an? Ja. Weil mit einem Tohaido kann ich euch noch etwas Cooles zeigen bezüglich Surfen. Genau. Denn der Surfen auf einem Tohaido ist echt krass. Und das zeige ich euch jetzt. Also. Ganz vergessen, Mann, ihm fehlte noch der Surfer. Oh Mann, wieso fehlen dem Surfer? Ich will doch bloß dem Surfer. Am besten mal die Grimasse, die braucht's nicht mehr. Und... Entschuldigung. Ja, bitte gerne schön. Und es sieht ein bisschen anders aus. Und guckt mal jetzt. Alter, doppelt so schnell. Krass, wa? Doppelt so schnell mit Tohaido Express. Das ist totale Schleichwerbung. Egal. Falsch. Ich wollte eigentlich das noch machen. Pokémon. Flugpassbeere. Okay, kann man auch gut gebrauchen. Kerzelbeere. Beeren, um die Schwächen zu tilgen. Interessant. Oh, ein hartes Wesen. Cool. Zumindest mal so ein richtiges Wesen haben wir hier schon. Ganz, ganz geil. So, also die beiden mitnehmen. Und natürlich auch noch. So. Tja, Freunde, und jetzt ab ins eigentliche Kampfhaus. Bühne frei, Freunde! Ulrich? Was macht denn der hier? Was so kommt. Hey, du da, du bist doch auch hier, wa? Aber klar, so, das lässt Trainer jetzt höher schlagen. Ich als Pflichtprogramm. Das hier Haufen als Trainer vom Format geht, drüben und einmal gegen den Wind. Was ich mache, willst du wissen? Ich wollte schon als Pokémon-Liga bringen. Wenn der Kampfhaus geht, gibt dir alles. Herausforderungen wie diese lässt sich einfach nicht entgehen. Die Kämpfe hier stehen in einer willkommenen Abwechslung zum Alltag in der Pokémon-Liga da. Das dort ist auch öfter im Kampfhaus herum. Hier, um ihn zurückzuholen, aber aus irgendwelchen Gründen schaut er sich dagegen. Was in meinem Arzt steht, wa? Also eigentlich müsste ich jetzt eine Pokémon-Liga, weil ich der Champion jetzt da, also, wie vorangeht, hey. Ja, ja, der gute Troy. Die haben nichts Wichtiges, nein, nein, nein.
Kalos Regiones ist. So, und hier können wir halt GP eintauschen, weil wir halt welche haben. Und zwar, ja, gewohnt wie das hier. Dann aber auch diese speziellen Gegenstände. Oh ja, das ist vor allem zum Tauschen noch. Und dann noch ein paar andere Dinge. Fähigkeitskapseln, genau. 200 GP, damit kannst du Fähigkeiten von einem Pokémon tauschen. Sprich, angenommen, ein Pokémon hat 2 Fähigkeiten, wie zum Beispiel bei einem Stolos so ist. Da kann man die untereinander tauschen. Es ist aber so, dass das nicht bei versteckten Fähigkeiten gilt. Doch klappt es nicht. Es geht echt nicht, wenn ein Pokémon 2 Fähigkeiten von Natur aus haben könnte. Dann kann es die durch die Fähigkeitskapsel tauschen. So, und hier haben wir noch sehr interessante Objekte. Das ist vor allem natürlich auch für unser Minotic noch geil. Hier für Solarstand und solche Dinge. Das ist natürlich auch immer zu so ein Vorteil. Fokusband, nee, nicht Fokusband, sondern Offensivweste sowieso. Fokusgurt auch. Offensivweste erhöht seine Spezialverteidigung, aber es kann keine Standardattacken mehr einsetzen. Zum Beispiel jetzt für unser Elevoltec. Er hat nur Offensivattacken. Donnerschlag, Eishieb, Kreuzhieb und Erdbeben. Das heißt, für ihn wäre die Offensivweste echt geil. Und was natürlich bei ihm auch gehen würde, ist neben der OBR-Variante Luftballon. Wieso? Gib ihm einen Punkt zum Tragen und fängt es an zu schweben. Wenn es getroffen, platzt der Luftballon. Okay, aber solange er ihn noch trägt, ist es so, als hätte die Fähigkeit Schweben. Ein Elevoltec, Elektro-Pokémon schweben. Hallo? Erdbeben, adios. Aber wie gesagt, halt nur so lange, wie er vorher nicht getroffen wird. Muss jetzt hier Troy? Naja. Okay, Leute, muss sagen, ich weiß, von zeitlichen her, für eine Runde reizt noch. Wir versuchen uns in der Kampfressort. Und zwar haben wir zur Auswahl erstmal Einzelkämpfe, Doppelkämpfe, Dreierkämpfe, Umkämpfe und Multikämpfe. Danach geht es dann noch mit Superkämpfen weiter, dazu später mehr. Multikampf, oder will ich euch jetzt präsentieren, hier auf Omega Rubin noch, und zwar... Nö, nicht so, wir machen es mit internen NPCs. Oh ja, Kampfbox geht auch, okay, will aber Team nehmen. Vor allem nehmen. Und zwar nicht beteiligen, noch nicht zumindest. Ich versuch's mal mit Fei in der Offensive. Voltec zum Reinhämmern und dann Mirania auch noch, genau. Also gehen nur 2. Stimmt, gehen nur 2. Okay, es war natürlich hier ein bisschen doof, weil ich schnell agieren muss, als er doch Volt für den schnellen Angriff. Und nehme ich keinen noch, wenn ich cool noch einen Mega-Pokémon dabei hätte. Ja, nimm das. So. Spiel speichern. Tja, jetzt wählt ein Partner aus. Oh ja, wir können zwischen unseren normalen Rivalen dann Mark auch noch wählen oder halt, wir nehmen 2. Und das mache ich jetzt, vielleicht gibt es irgendwie eine coole Sequenz und so, wegen halt, dass er jetzt keinen Bock drauf hätte, von der Pokémon-Liga zu gehen und so. Vergiss nicht, er wird in Serie gekämpft. Yes, man. Gegen 2 Kinder. Hallo? Da hatte ich nur auserlesene Trainer rein. So etwas von crazy, hey. Ja, also das sind eigentlich also normale Doppelkämpfe. Es sind aber keine normalen Doppelkämpfe, weil du kannst hier einen ziemlich coolen Trick anwenden. Und zwar einfach auf einen Gegner losgehen. Wieso? Ganz einfach. Angenommen, wir würden jetzt nur auf das linke Pokémon, in diesem Fall hat es der Peisel, losgehen. Als Multikampf ist, können wir jeweils nur uns eine Pokémon einsetzen. Sprich, wenn zum Beispiel bei mir Volt und Mirania draufgehen würden, dann kann Troy leider nicht sein Aerodactyl und Metagross gleichzeitig im Rennen haben. Er kann also immer nur einen seiner Pokémon gleichzeitig im Rennen haben. Das ist natürlich von dem her schon eine geile Alternative. Das Ganze halt auch ein bisschen strategisch zu planen und so. Wie gesagt, alle auf einen Pokémon, und sprich halt alles auf einen Pokémon und seinen Trainer losgehen. Und so haben wir halt echt die Chance, einen Vorteil zu haben. Sprich halt immer 2 gegen 1 Kämpfe. Okay, gut, ist halt, ja, es ist halt normale Kämpfe, sprich keine Superkämpfe, deswegen sind es relativ einfache Gegner.
Aber so nach 10 Siegen wird es schon ein bisschen anspruchsvoll und Superkämpfe sind auch so nach 10, 20, 30 Spielen sind es auch ziemlich hart. Er ist natürlich Flug, deswegen. Also geil. Steinhagel gegen die gegnerische. Und Volt halt noch mit Erdbeben nach. Der seht schon, die sind keine Gefahr für uns. Natürlich vor allem mit der Kombination mit Volt und Aerodactyl. Wegen Erdbeben und Steinhagel kannst du immer gleich beide Pokémon treffen oder halt doch nur eines, wenn halt irgendwie das andere stärker ist. Und die Strategie hier würde ich echt euch empfehlen, dass ihr euch nur auf einen Pokémon konzentriert, also sprich auf einen Trainer, sprich entweder links oder rechts. Damit halt immer eine 2:1 Chance hättet. Nö, jetzt Pause. Dann muss ich die Aufnahme beenden, weil wir sagen, im nächsten Part geht es hier weiter mit Schwoi in den Einzelkämpfen, im Multikampf natürlich. Und dann mal gucken, ob er irgendwann wieder Bock hat, in die Liga zuzukehren. Ja, dankeschön. Und bis nächstes Mal hier bei Pokémon Delta. Ciao zusammen.